Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch und welcome zu meinem neuen Format Welcome to Vlog Lockdown. Scheiße, müssen wir noch anfangen? Nein, es fängt schon gut an. Also nochmal. Lockdown, habe ich gesagt. Ja, es tut 25 Sekunden, habe ich schon für nichts gemacht. Das wird richtig High Quality. Ich sehe es schon die ersten 25 Minuten verkackt. Also, welcome to the Sofa mit der geilen Katzenküsse. Also, ich habe zum Beispiel bestellt. Wir können mal zusammen Badebomben machen. Wir können zusammen Seifen machen. Das ist im Fall alles Zeug, das ich im Fall noch nie in meinem Leben gemacht habe und eigentlich überhaupt nicht den Nerv dazu habe. Aber Verzweiflung ist da. Nein, sorry, Entschuldigung. Nein, wirklich der Oberhass, Freundschaftsbändchen knüpfen. Das wird die Eskalation werden. Und es ist einfach ein bisschen so, für die mich jetzt nicht kennen, ich rede wahnsinnig grusig, ich bin sehr direkt und ich tue manchmal ein bisschen überspitzt reden. Nehmt einfach nicht alles so ernst. Nehmt nicht einfach alles so ernst, Punkt. So. Und das Geilste, das sind so mega schöne Schälkerzen. Hässlich wie die Nacht, aber sie sind verdammt geil, so zum drin rumstochern. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es das Zeug noch geht. Ich habe gemeint, es ist so ein Phänomen von den, was war das, so in den 2000 hat mir das, glaube ich, geboostet. Gesagt, es ist ab 8-jährig, wird kritisch bei mir. Genau, das habe ich bestellt. Da ist übrigens meine Küche. Die werden wir sicher viel sehen, weil eigentlich, ja, Kitschwitch suggeriert ja schon, dass ich eigentlich mehr Sachen mit Kochen mache, aber das ist eigentlich eben schon lange gestorben. Das mit dem nur Kochen, ich mache wahnsinnig viele andere Sachen eben auch noch. Und ich heisse jetzt halt einfach Kitschwitch und ich finde es echt dämlich, 100-mal den Namen zu wechseln. Also ich wüsste gar nicht, was für einen Namen nehmen. Darum, es ist jetzt einfach alles unter dem Dach Kitschwitch. Dann habe ich noch extra einen huren Puff gemacht, dass wir zusammen aufräumen können. Das ist doch einfach fürsorglich von mir. Es geht weiter. Geht echt das. Das ist jetzt auch ein sehr unruhiges Video. Dann habe ich hier gesehen, ich bin per Zufall, noch irgendwie vor 2 Wochen oder so, bin in die Ikea und habe Nachttischchen bestellt. Können wir auch zusammen, gekauft, können wir auch zusammen machen. Und ich sollte eben schon lange mal so ein bisschen unser Schlafzimmer so ein bisschen, ja, Frühlingsputz. Verfrühter Frühlingsputz. Kannst du auch irgendetwas Produktives machen? Wahrscheinlich nicht. Nein, ich habe wirklich mega viele coole Ideen. Wirklich. Ich habe auch noch ich habe einen Instagram-Kanal und dort habe ich mal aufgerufen, hey, was könnte man alles in dieser geile Zeit machen, und ich habe mega viele coole Ideen bekommen. Werde sich die eine oder andere Idee auch noch aufnehmen. Stream ist vielleicht sogar wieder ein Thema. Mal vielleicht ein Live-Kochen. Whatever. Und ich habe einfach gefunden, komm, kann ich ein bisschen mit der Kamera aufnehmen und ein bisschen schneiden und dann ein bisschen aufladen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ihr etwas Besseres los habt im Moment. Als irgendwelche Bullshit auf YouTube schauen. Oder Insta. Nein, das ist natürlich ein Witz. Es gibt sehr viele Leute, die jetzt mega kreativ im Lesen sind und so. Ich weiß nicht. Ich könnte den ganzen Tag nur gamen, Mann. Ja, das Licht ist jetzt wahrscheinlich mega kacke, aber ich gehe jetzt in den Oberstock. Dort ist eigentlich unsere Kommandozentrale. Da kann ich das auch noch zeigen. Ah ja, hier habe ich auch noch einen ganz coolen Raum, wo wir auch noch aufräumen können. Ganz viele Sachen, die man verräumen sollte. So, da oben sind wir in der Kommandozentrale. Hier ist meine Game-Ecke. Wir könnten zum Beispiel auch mal ein Mario Kart Turnier machen. Bin ich also auch zu dafür. Ja, und dann hier sollte ich wahnsinnig hart aufräumen. Tada! That's the place, wo ich bin. Jetzt habe ich sicher, es sind mega gute Aufnahmen von mir. Gut, so, jetzt der heutige Tag. Welchen haben wir heute, Hesi? Also heute ist der 18. Januar, First Day of Lockdown. Und es ist für die Zeit 20 ab 5 Uhr, halt Schnurrenserie. Und ich starte jetzt meine Freizeit mal am PC. So, jetzt bin ich hier an meinem PC und für dass ich die Videos zeitnah aufladen kann, muss ich jetzt eben schon anfangen, das Zeug. Jetzt habe ich schon so ein paar Videoszenen aufgenommen.
Und jetzt muss ich eben schon anfangen mit dem Schneiden, weil sonst komme ich nicht vom Fleck. Und mal schauen, ob ich das im Griff habe. We will see. Gleich schon wieder in der Küche, weil ja, ich brauche etwas zur Nacht und am Ende gibt es meistens so ein bisschen etwas Einfaches, wo man nicht wahnsinnig viel studieren muss. Und heute gibt es eins, glaube vom Stefan sein Lieblingsessen, würde ich schon fast sagen. Ich weiss zwar nicht, aber er liebt es einfach und heute gibt es einfach so einen Hackbraten. Und dazu weiss ich aber noch nicht ganz, was ich so mache. Es gibt sicher Röseliköl, aber ich bin mich noch entscheiden zwischen Pommes Risole und Pommes Risole. Wahrscheinlich Pommes Risole, genau. Also, der muss jetzt in den Backofen bei 180 Grad. Nein, stimmt nicht. Weisst, alter Mann. Bei 180 Grad, irgendwie 80 Minuten, das ist verdammt lang, das Ding. Warum auch immer. So, und genau so um solche Themen geht es. Jetzt sind Sie natürlich Wunder, was haltet ihr von dieser Idee? Findet ihr das völlig bekloppt? Findet ihr das völlig langweilig? Es ist mir übrigens egal, was es nicht langweilig ist, weil das ist einfach, das ist hier real. Das ist halt einfach so, wie es momentan halt vielen Orten ist. Nicht wahnsinnig spannend. Ich muss noch schauen, wie ich das machen will, wegen der Regelmäßigkeit der Videos. Wahrscheinlich fange ich gar nicht mit der Regelmäßigkeit an, weil dann bin ich nämlich richtig beschissen, weil da halte ich mich dann nie dran. Und es ist halt schon noch recht tricky. Oder wir essen so sehr, sehr spät Nacht. Und nur wegen dieser ganzen YouTube-Geschichte, unseren Tagesrhythmus zueinander zu bringen, habe ich auch keinen Bock. Und wahrscheinlich werde ich so 1-2 Tage Sachen aufnehmen, schneiden und dann drin tun. Weil sonst seht ihr ja auch nicht alles. Weil jetzt muss ich das Zeug schneiden und so. Und es braucht eben auch noch seine Zeit. Vor allem, ich bin nicht so geübte Cutterin. Also ich mache das noch nicht so lange. Aber ja, ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen durch die beschissene Zeit begleiten, mit ein bisschen easy, seichtem Content. Tut Feedback, es würde mich mega freuen, wenn ihr kein Video verpassen wollt, weil man eben die Regelmäßigkeit lässt zu wünschen übrig. Es gibt die Möglichkeit, bei YouTube so eine Glocke einzuschalten. Oder tut mir auf Instagram abonnieren oder so, dann seht ihr sicher, auch wenn ich ein Video auflade. Es würde mich mega freuen und wir brauchen irgendwie noch, auf YouTube brauchen wir noch irgendwie 15, 16 Follower und dann hätte ich 1000 Follower und das würde mich hure freuen. Wirklich, es tut niemandem weh. Die Kleinen unterstützen, die kleinen Fürze wie ich. Also, ich halte jetzt meine Schnurren, ich gehe jetzt kochen, schneiden und lasse das Video auf und ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim Fahren!